Herr Weiler, die Wort. Merci, Herr Präsident. Den Sozialdialog iwwer den, die da steich viel Geschwader geschrieben gin ass, spielt an aus dem Land eng entschädend Rolle für den Zusammenhalt von unserer Gesellschaft, auch für den sozialen Frieden. Und du hast einen offenen Austausch zwischen den Salarien, dem Employer an der Regierung als essentiell. Und hat an den letzten Jahrzehnten, muss ich sagen, auch zu vielen sozialen Fortschritten geführt. Sie hat bei der Aufsicherung von der Arbeitsplatz, den Arbeitskonditionen oder beim fairen Lohn. Lo ist so, dass an den letzten Wochen eng so mal ungespannte Relation zwischen dem Arbeitsminister und den Gewerkschaften entstanden ist. Aber an Diskussionen über so wichtige Themen wie Kollektivverträge schenken bleiben, ist das keine gute Situation, und das für keinen. Auch schon gar nicht für die Salarien. Geplante Reformen oder Gesetzesänderungen können verzögert gehen, und ob ein Streit kann auch Konsequenz für Produktivität von den Unternehmen haben. Dafür wollte ich folgende Fragen an Herrn Minister stellen. Kann Herr Minister erklären, wie er zum Sozialdialog steht, und wie er vorgesehen, den Sozialdialog umzukurbeln, neu zu bleiben? Ich sage nicht merci. Merci, Herr Weiler. Dann hört den Herr Arbeitsminister. Herr Präsident, die Damen und Herren, was Herr Charles Weiler just zum Rol vom Sozialdialog heute letztlich gesagt hat, kann ich zu 100% teilen. Und dafür sind ich auch an den letzten 2 Wochen weiterhin nicht mitgehen, immer nächst zu unterstreichen, wie wichtig der Sozialdialog mehr als Arbeitsminister, aber auch als Regierung ist. An dem Kontext will ich davon profitieren, für heute Rednerpult einer positiver Haltung, mich speziell gegenüber der Gewerkschaften an den Prärogativen, die sie am Kader von den Negoziationen an der Unterschrift von den Kollektivverträgen schon nach einmal klar Ausdruck zu geben. In den letzten 2 Wochen habe ich auf den verschiedenen medialen Plattformen und auf diversen anderen Plätzen meine Position geäußert an einer Stach, dass ich nie gesagt habe, dass Gewerkschaften ihre Monopol an diesem Kontext gegen Wäschgeholt kriegen. Ich bestätige, dass nach einmal an der Logik von dem Logesoten hunnische Gewerkschaften dann noch letzte Woche eine Invitation für ein bilateral Interview am Minister zugeschickt. Ziel von der Initiative ist es, an einem Esprit von gegenseitigem Respekt, einem konstruktiven Dialog mit denen zu schwätzen und zu diskutieren. Und ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem positiven Austausch finden und dass der Sozialdialog weiter kann die wichtige Rolle anholen, dem zusteht. Merci.